bin froh, dass er da sitzt, sonst wäre ich allein hier. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich hätte gerne jetzt diese Sache mitgemacht, über Zeng auseinander, Arsch-Hu, hätte ich gerne mitgemacht, aber leider war es nicht machbar, weil ich finde das gut, dass Köln sowas macht, die Leute mal wachrütteln, mal dahin weisen, wo sie hingehören. Ja, danke schön. Zu meiner Zeit gab es sowas nicht, dass Leute zusammengeschlagen wurden. Vorher haben die Leute gefragt, können wir die Handtaschen oder die Handtaschen nach Hause bringen oder zu Ende kaufen. Das haben wir hier gemacht und wenn man natürlich gemerkt ist, der schmeckt, ist schade, das ist so. Das ist so. Es war noch eine Zeit, das waren die 15 Jahre, vergesse ich nicht, da war eine Zeit, da haben wir es noch alles geteilt. Man hatte ja nichts. Ja, was hatte man damals? Parkplätze, aber kein Auto, ne? Oder? Und jetzt haben wir 2 Kinder Parkplatz, ne? Ist so, ne? War schon eine schöne Zeit damals. Wo sie im Haus vorher eine Frau gewohnt, die Schmitz ohne F damals. Du bist ja lang beücht, die Witze, ne? Seid ihr ausgelaufen, der Musik eben, oder was mal. Ich habe schon gesagt, zum Beispiel hatte damals in Sachsen gewohnt, als Kinder, kann ich mich sehr gut erinnern. Und da hatte mir so auf dem Schlafzimmerschrank so Äpfel liegen, Reifäpfel nennt sich das. Die waren noch grün und dann eine Woche später sind die reif. Und wir hatten im Schlafzimmer mit Vater, mit Mutter und ich, mit Bruder, haben da gepennt. Und da ist meinem Vater in dem Nacht was passiert, was menschlich ist. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, das Plümmer hat sich was angehoben. Nicht, was Sie denken. Mein Vater hat einen Tag vorher Bohnensuppe gegessen. Ne? Bei dem Knall ist ein Apfel vom Schrank gefallen, genau bei meinem Bruder in der Hand rein. Und er konnte nicht teilen. Da habe ich gesagt, Papa, futz mir auch in eine Runde. Das war noch schön, Siegfried. Samstags wurde gebadet, das fiel man durch die Badewanne. Ich war der Kleinste, der Letzte. Ich kannte mir die Brühe. Und ich habe mir sehr am Schwamm gesaugt damals. Das war schon viel. Ja. Haben wir da alle gemacht früher, oder nicht? Ja. Dann hätte Mama immer Käsekuchen gebacken. Und der erste Käsekuchen, der fertig war, der erste Kuchen, wo wir Brot immer haben. Dann habe ich gesagt, du kriegst den nicht, jetzt kriege ich den. Und dann ist der auf dem Tisch hin und her gegangen, der Kuchen. Und immer sehe ich, mein Bruder, wenn ich den jetzt nicht kriege, ich bekloppt. Ich kriege den Kuchen. Hätte dort besprochen, der ist mir. Dann ist auch dort besprochen, sag ich, den kriegst du noch nicht. Wenn die jetzt der Mama, so war es dann. Das war eben früher so, ne? Es war ein schöner Zeit. Nicht so brutal wie heute. Ich möchte gerade dieses Lied gerne singen jetzt, weil es passt so schön in Arsch-Hu. Singen wir auseinander, das hätte ich schön gebracht, das Lied. Weil es ist Kölle, mi Kölle, ist mein Lieblingslied. Als Kinder liefen wir durch die Schilderjäs und auf der Rollschuh über die Hufstraße bis zum Dom. Was war das früher schön, denn mir hut noch kölsche Töne, als die 4 Butze singen täte, das war schön. Trotzdem fühlen wir uns wohl, denn wir haben ja noch den Dom und wir fahren mit den Kindern in der Zoo. Und es zieht nicht nur der Ring, es zieht noch manches hier zu Sinn, denn fast laufend hat in Köln auch singen Sinn. Wir sind echte Kölsche und mit Trinkwasser gedäuft, wir lachen immer jen und weder ja nicht müd, in Köln ist es nicht nur laut, der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin. Und eines Tages, wir kannten uns in Köln nicht mehr aus. So ja und Schilderjas, die fungen wir nicht mehr. Und auf der Hufstraße sah es über Nacht ganz anders aus.
nur der Dom stund ganz allein wie eh und je. Tag und Nacht, ja, wieder lacht. Über Nacht, wo du mir Arm. Und das ist jetzt, was man nie vergessen kann. Papa hatte was geteilt. Und das tut uns sogar noch nicht leid. Denn jede echte Kölsche teilt sich Freud und Leid. Wir sind echte Kölsche und wir trinken Wasser gedäuft. Wir lachen immer gern und wieder ja nicht müde. In Köln ist es nicht nur laut, der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin. Dann hat alles Singen Sinn, denn wir wohnen in Köln am Ring.